So, servus und habe Ehre zu einer neuen Folge Viva la Movilusion Podcast. Mit mir im Studio der Kani. Ja, ich habe unbedingt mitmachen müssen für den Schmarrn. Aber grüßt euch. Unbedingt. Und warum muss der Kani mitmachen? Ja, weil man gedacht hat, der Mike, der geht wieder mal ins Kino und das ist so selten, da schließe ich mich einfach schnell an und schaue mir mit ihm im Kino Halloween Ends an. Yeah! Ja, Bam, das war schön. Ich habe mich extra schön angezogen, auch. Ich war auch schon. Ja, du hast super angezogen. Ja. Mit Maske und Halloween Kills Shirt einwandfrei. Halloween Kills Säcken habe ich auch gehabt. Bester Mann. Mit dem kann man ins Kino gehen. Ich war richtig ausgestattet. Der Film bin also ausgestattet gewesen. Aber ist auch ein anderes Thema. Voll gepackt war der, du. Voll gepackt mit blöden Sachen, die den Film noch schlechter machen. Kani, bevor du es recht einen Krampf erzählst, erzähl mal die Leute, um was es in Halloween Ends dann überhaupt geht. Genau, das mache ich doch gern, weil meistens ist das gleich passiert. Bei Halloween kommt der Michael Myers und mich alle abstechen. Okay, und du das bei Halloween Ends, da ist es nicht ganz so. Bei Halloween Ends ist die Sache ein wenig anders und da kommt der Michael Myers nämlich ganz lang nicht. Der hat sich nämlich zurückgezogen und wohnt jetzt in der Kanalisation. Dafür begrüßen wir einen neuen, und zwar Corey, der wird als Babysitter eingeführt und hat da so einen richtigen verzogenen Drecksschratzen zum Aufpassen. Und dann passiert, was wir uns alle gewünscht haben, den ganzen Anfang, dass ein Unfall passiert und der Bursch stirbt halt dabei. Ja, dadurch heißt es dann so, ja, dass er natürlich ein Kindermörder ist und das aber auch mit drauf schuld ist, weil der Michael Myers das Böse nach Haddonfield gebracht hat und in Haddonfield ist halt alles böse und es ist sehr mystisch irgendwie so angehaucht, weil es passieren nicht so viele Selbstmorde, seitdem das alles gewesen ist mit Michael Myers. Und ja, überall ist nur noch das Böse, das Böse. Ich hab ständig an SpongeBob dingen müssen, an Meerjungfrau, Mann und Blaubarschbube. Böse! So ungefähr. Was? Böses! Böses! Böse! Ja, der Corey findet irgendwann einen Michael Myers und dann schauen sie sich in die Augen und verlieben sich halt instant. Hau ab, tun's nicht. Weil haben sie sich verliebt. Überhaupt nicht. Der Michael hat in die Augen vom Corey gesehen, dass er auch Böses in sich hat. Ah, okay, dann war es so irgendwann, das war Liebe auf den ersten Blick und sie machen eine Fistbump und dann wird das Ganze von einer Liebesgeschichte geht's über in einer Buddy-Geschichte und ja, dann fängt halt der Corey an zum Durchdrehen und Leute abstechen und bringt ab und zu mal jemanden zum Michael runter und da so in seine Fußstapfen treten. Aber Gott sei Dank kommt dann der Michael, irgendwann denkt er sich, hey, ich mag auch wieder mal und kommt dann doch noch aus, so das letzte Drittel. Da geht's dann rund und es geht halt dann um den wirklich, also Name ist Programm Halloween Ends, es geht wirklich um den finalen Kampf zwischen der Laurie und Michael Myers und wer gewinnt, erfahrt ihr vielleicht später. Jetzt seid erst einmal zurück zum Mike. Mike, du liebst diesen Film. Warum? Also, lieben ist ein wenig fake. Ja, du liebst nicht. Nein, ich finde ihn nur nicht so beschissen wie alle anderen. Also, okay. Wie gesagt, das ist Liebe. Der Film geht ja schon mal los mit dem Vorspann, der ausschaut wie der Schriftzug quasi, den wir aus Halloween 3 kennen. Und da hab ich schon gedacht, au, witzig. Ich hab mir auch keinen Trailer und nichts angeschaut, das kennst du mir mittlerweile. Und in dem Fall, ich habe jetzt im Nachhinein einen Trailer angeschaut und ich muss wirklich sagen, never trust a Trailer und schaut's keinen Trailer an, weil man da wirklich in dem Trailer oder anhand von dem Trailer davon ausgeht, dass der Film wirklich zu 100% Action ist zwischen Michael Myers und Laurie Strode, so wie der Trailer geschnitten ist. Und das ist halt, das stimmt, ja. Kriegst du halt richtig aufs Maul, wenn du dann in Halloween Ends drin sitzt und sagst, au, witzig. Die Anspielung auf Halloween 3 sage ich deswegen, weil da die Fans damals auch alle ganz erschüttert waren, weil sie einen Halloween-Film gekriegt
gekriegt haben, in dem kein Michael Myers vorkommt. Frechheit. Und der Fokus ganz woanders liegt. Wir kriegen in dem Film zwar schon Michael Myers, aber wie der Kanye schon sagt, erst im letzten Drittel so wirklich. Und ich hab mir dann schon gedacht, wie gesagt, der Schriftzug ist gekommen, und ich hab mir gedacht, aber jetzt wirklich muss ich mir jetzt auf ganz was anderes einstellen, was ich eigentlich sehen hätte wollen. Aber es war meiner Meinung nach halb so schlimm, weil der Film ja doch einiges aufgreift, das in Halloween 2018 und Halloween Kills schon thematisiert wird, eben dass der Michael Myers die Anwesenheit und die Taten Haddonfield so richtig mental versaut haben und die Leute alle recht fertig sind und dass der Michael Myers eben Einfluss nimmt auf die Leute. Man hat es eben gesehen bei Halloween 2018 mit dem Doktor, den Sartain, sehr cooles Wortspiel, Dr. Sartain und eben dann der Lynchmob in Halloween Kills und so. Man sagt schon, okay, Michael Myers ist da, die Leute dran durch und das wird natürlich jetzt in Halloween Ends noch mehr aufgegriffen und zwar eben, wie du schon sagst, der Corey möchte jetzt in die Fußstapfen von Michael treten und rächt sich quasi jetzt dann an alle, die ihrem Blade gekommen sind oder eben der Tochter von der Laurie, der Allison und genau, möchte dann auch ein Killer werden, so ungefähr. Und manchmal ja im Tag-Team mit Michael Myers. Also wie gesagt, das ist wirklich ein buntes Potpourri, der Film. Ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich Spaß gehabt dabei. Nicht bei alle Sachen. Nein, nicht bei alle Sachen. Und es sind Sachen dabei, wo ich wirklich sage, warum und wieso, wenn du jetzt allein schon das Ende von Halloween Kills nimmst, wo die Laurie dann rausgeht mit dem Messer und alle und jetzt geht's rund und dann hast du schon mal einen Sprung drin von 4 Jahren und Laurie hat jetzt halt gefärbte Haare und einen sauberen Haarschnitt und ole und alles ist cool. Sagst, Oleg, was ist denn jetzt auf einmal los? Ich hab mir gedacht, jetzt geht's los, sie geht jetzt auf die Jagd und dabei ziehen wir mal sauber die Handbremse so. Ja. Und auch, was ich auch cool fand, das ist die ganze Essmentalität irgendwie. Also der Michael hat ja die letzten 4 Jahre quasi in so einem Gully verbracht, so ungefähr. Im Ess ist ja auch so, das Ess lauert ja in die Kanalisationsschächte und verändert die Leute in der Stadt Derry, eben wie es der Michael macht mit den Leuten in Haddonfield und so. Fand ich ganz spaßig. Wie schaut's denn bei dir aus? Hast du ja irgendwas Positives über den Film zum Sagen oder bist du da am Haten? Ich weiß jetzt auch, also wie gesagt, das letzte Dritteljahr, da bin ich dabei gewesen dann, weil ich finde, war schon alles schön und gut, wenn man mal ein bisschen anders aufziehen möchte, aber ich fand halt die Art und Weise einfach total dumm, weil das alles so an den Haaren herbeigezogen einfach war, eben mal mit dem Corey. Er ist dieser Babysitter, dann hat er dieses Arschlochkind zum Betreuen und das Kind, das lotst ja dann durch einen schlechten Scherz irgendwo in den Speicher auf und sperrt ihn da dann ein und er kriegt halt Panik und versucht die Tür aufzudrehen. Übrigens, man spoilert man halt wieder mal wie Sau. Versucht die Tür aufzudrehen und haut da die ganze Zeit drin und man denkt sich, er hat einfach nur Platzangst oder so und hat halt voll Panik da drinnen, tritt die Tür auf, das dämliche Kind steht vor der Tür, kriegt die Tür gegen den Kopf, fällt übers Geländer, 2 Stock oben, ist tot. Das hat nichts mit Boshaftigkeit zum Tor gehabt, sondern das war ein scheiß Unfall. Und das fand ich dann schon so an den Haaren herbeigezogen, warum auf einmal der Corey jetzt auch so dieses grundlos Böse in sich drang. Das war für mich eine total dämliche Erklärung, weil ich sage ja auch bei diesen, wenn sie sich dann, der Corey wird dann wieder mal kaut und dann irgendwo runtergeschubst und dann liegt er da und dann kommt der Michael und zirkt ihn in sein Burmasier-Mädels Bu-Lager und in Kanalisation rein. Und dann schauen sie sich verliebt in die Augen. Tun's nicht. Weil ich ganz verliebt waren. Ich glaube, dass er auch hinten am Sack hat vor allem. Auf alle Fälle schauen sie sich dann da in die Augen und dann sagt ja der Michael das, was da passiert ist. Und dann wird ihm dieser Unfall als Erklärung für das hergenommen, dass er das Böse in sich tragt, weil er und das finde ich, das hat für mich keinen Sinn gemacht, weil das war ist nicht böse der Auslöser für das, dass die Leute alle so beschissen behandelt haben und dass das sie ausgestoßen haben. Das ist mir schon klar, aber dann müsste die das herzagen, dass die Leute, daher die das in diesen Flashback sagen müssen, dass das der Auslöser ist, aber sie haben das hergesagt, wie er das Kind aus Versehen umbringt. Und das haben sie, und das ist dann praktisch der Auslöser gewesen, oder das? Ja, das ist in den Flashbacks dabei, aber es ist ja auch noch, dass er gebullied wird und, das ist ja auch mit dabei. Das ist für mich alles keine Michael Myers Boshaftigkeit, weil der Michael Myers ist einfach das Böse. Das pure Böse, ja. Und, du hast wahrscheinlich schon mehr Figuren in dem ganzen Franchise dabei gehabt, die verliebt anschauen hätte Kinder und jetzt sagen können, hey, da hat auch was Böses in sich, du wirst jetzt mein nächster Buddy, mit dir machen wir jetzt einen Roadtrip und zum Leitabstecher. Und da war es auf einmal, also das fand ich halt einfach, also diese Buddy-Sache, das fand ich so beschissen. Das war für mich, weil der Michael hat nie
irgendjemanden verschont aus, das hat ja er irgendwie ausgemacht für mich, dass er halt einfach scheißegal wer da kommt, du wenn's mit dem Weg bist, dann stich ich dich ab, ist mir wurscht. Okay. Und das war für mich völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ich bin jetzt auch nie so der Michael Myers Fanboy gewesen. Vielleicht kann ich das Ganze ein wenig besser verarbeiten, dieses Geschehen in Halloween Ends, als wie so ein Michael Myers Fan, weil ich wirklich sage, okay, auch wenn er jetzt da im Tag-Team killt hat und so, mir hat das alles nicht wirklich gestört. Also es war cool inszeniert, muss ich sagen. Der Film war sauber inszeniert, er war atmosphärisch. Der Anfang voll gruselig, also das mit dem, wo du noch nicht weißt, okay, ist jetzt der Bur einfach nur ein riesen Arschloch oder ist wirklich jemand im Haus und so. Fand ich sehr cool inszeniert. Ja, inszenatorisch bin ich dabei. Also das hat alles die Hand und Fuß, da kann man nichts sagen, das schaut gut aus. Die Kills sind, glaube ich, alle handgemacht gewesen. Ja. Da hast du auch nichts sagen können, wir haben zwar nicht mehr den Gewaltgrad vor dem Halloween Kills dabei, aber wir haben ja schon noch ordentlich mit Schmackes immer wieder mal was dabei gehabt. Ja. Mich stört halt eben der Aufbau von dem Film. Erstens dann schon mit, was da dazwischen ist ja dann diese Liebesgeschichte zwischen Corey und der Allison. Ja. Da wo sie dann sagt, ich hab dich damals im Fernsehen gesehen und hab dann schon gespürt oder gewusst, dass du mich brauchst und ich dich brauche. Und ich hab mir gedacht, halt doch dein Maul, was ist denn das jetzt für ein Scheißdreck? Ich sag Ihnen, ja, die wollte halt unbedingt, dass er ihr zwischen reinfährt. Ja, das ist schon schön gut, aber das kann ich anders machen. Da klang ich mir einfach hin. Ja, aber von mir ja davon abgesehen, also die Allison, das ist ja 11 von 10. Und die steht vor dir und du bist der Corey, also ein richtiger Hosenbiesler. Und wenn die sagt, Corey, wie schaut's denn aus? Magst du ein Reiball? Und dann sagt er, na, ich fahr jetzt mal heim mit meinem Moped. Ja, Kruzifix, wenn die vor dir steht, da bist du so schnell mit der in der Kiste, dass der Rauch davor geht. Also das war für mich das Unrealistischste von alle. Ja, für mich die ganze Liebesgeschichte nur dazu. Das war für mich das Problem, weil dem Scheiß, sag ich jetzt mal, so viel Zeit eingerammt wird, vor allem dieser Liebesgeschichte, die wenn das wenn man alles vielleicht irgendwie während dem Film mitlaufen hätte lassen, und das darf ja auch diese Buddy sagt, dann soll das passieren, das war jetzt auch gar nicht so schlimm, vielleicht hätte man dann einfach nur den Grund ein wenig anders, oder so, sag ich mal, das Böse in ihm dann einfach ein wenig anders rüberbracht, vorgestellt, dass es halt für mich mehr Sinn ergibt, warum das sagt er in ihm das Böse, weil das ist für mich einfach, das war ein Unfall, der passiert ist und dann ist er gemobbt worden und deswegen war er auf einmal genauso böse, dass der Michael sagt, hey, du bist der gleiche Hamdacher wie ich, dir tue ich nichts. Das war für mich eben völlig an den Haaren herbeigezogen. Okay. Aber wird eben das ist ja 2/3 vom Film, ist ja nur das Rumgetrennte zwischen der Allison und ihm. Und dann auch ein bisschen von der Laurie, weil die trennt's drüber, dass die ganze Stadt so böse ist und verliebt sich dann auch in Frank und dann ist da noch ein bisschen Techtelmechtel in Pansy an und dann eben Corey und Allison, weil sie hat noch im Fernsehen gesehen, also wegen einem Unfalltod vom Kind eingesperrt werden soll und denkt sich dann, der braucht mich sicher, ich bin verliebt in ihm. Dann zwischendrin verlieben sich dann der Corey und der Michael noch unten im Kanal und das macht 2/3 vom ganzen Film aus und dazwischen kommen halt nur so eine Handvoll Szenen, die wieder ein bisschen aus dieser Love Story auszuholen. Okay. Und das war mir einfach, also da fand ich einfach so, die Gewichtung von den ganzen Sachen hat mich genervt. Weil ich zum Beispiel mag Halloween 3, mag ich voll gern, da hab ich überhaupt kein Thema, dass da gar kein Michael Myers dabei ist, weil das halt einfach ein reinrassig guter Horrorfilm gewesen ist. Ja. Aber Halloween Ends versagt halt auf der Ebene, dass halt ein guter Slasher ist, bis zum letzten Drittel fast, weil erst dann, wenn halt auch dann der Corey weil es geht halt dann auch weiter, dass sich der Corey die Maske nimmt vom Michael und sagt so, und jetzt reicht's, er brennt jetzt halt praktisch seine Vergangenheit nieder und fängt dann an, dass er da die ganzen Leute verdammt. Ab dann nimmt... Das war für mich die problematischste Szene. Aber wo er sich die Masken holt? Wo er in den Kanal reingeht und der Michael da so richtig eine auf die 12 gibt und dann mit ihm so rumrangelt und dann nimmt er ihm die Masken. Das ist selbst, wo ich sage, sehr zweifelhafte Entscheidung. Der war verliebt, der Michael, er wollte mir nichts tun. Darum hat er, das ist ja wie wenn du mit deinem Burm rangelst, weißt du schluckst auch nicht Vollgas zu, obwohl es vielleicht braucht hat. Ja, aber du hast nicht, weil du liebst nicht. Es ist ja immer noch der Michael Myers, er kann ja keinen lieben. Er ist verliebt in Corey, man hat's ja gesehen, als sie es nicht angeschaut haben. Halt ab mit deiner Liebesscheiße. Na, die sind abhauen mit der Liebesscheiße. Scheiße, Halloween Ends hab ich nur mit Liebe zugeschissen. Michael Myers in Love, was soll denn das eigentlich? Was ist denn der nächste Teil? Michael Myers versus Aaron Brockovich, oder wie? Wieder Anwalt. Ich fand's so ziemlich blöd, dass das Halloween-Fest an sich total vernachlässigt worden ist. Der Film später im Endeffekt am 31. Oktober. Also das Halloween-Fest an sich, das wird ja komplett vernachlässigt. Wo sie eine Party hast du gesehen, oder? Eine Party hast du gesehen, ja. Aber das war dann rundum, also auch die Dekos und so, das ist irgendwie so total, wie wenn es jetzt gar nicht Halloween so gewesen war. So ist mir das wieder vorgekommen. Genau, das hat er, finde ich, auch nie so richtig geschafft. Eben nur durch die Präsenz dann von Michael Myers, aber so hat er nie wirklich ein Halloween-Feeling für mich aufgebracht.
Das war auch ganz mau. Und warum auch die 4 Jahre? Also, was macht er da und die 4 Jahre? Weiß ich nicht. Haut er sich wieder eine Hunderleine oder sowas? Keine Ahnung. Ja, im Fürth da ist doch dann noch der eine Obdachlose, der dann sagt, dass immer wieder mal jemand verschwindet da unten und er holt sich immer wieder mal jemand. Anscheinend zieht der Leute, besticht so ab und ist oder so, keine Ahnung. Keine Balle auch noch. Ja, das war ja auch so die Szene mit dem Penner da. Ja. Das war doch auch so ein Krampf, wenn er einmal vor mir das Messer hielt und dann immer so, warum soll sie, was ist mit dem? Was macht das jetzt gerade? Warum soll sie die jetzt aufführen? Was ist mit dem? Ja, wie gesagt, der Film hat wirklich seine Probleme, aber wie gesagt, so wie er Schwerwiegende Probleme. im Internet momentan gesagelt wird, das kann ich jetzt wieder nicht nachvollziehen. Ja, das heißt schon. Macht es nicht. Nein. Bis zum letzten Drittel darf's mal. Aber wie du schon sagst, ich wollte gerade noch mal auf die Szene eingehen, wo du vorher gesagt hast, die fand ich nämlich auch, das war halt dann so der nächste Sargnagel, als er da oben geht und mit einem Fistfight mit Michael Myers gewinnt die Maske für sich, wo ich mir gedacht habe, also jetzt, ich lasse mir nur eingehen, dass verliebt sein, aber dass sie der Michael da unten Pfotzen vollhauen lässt und lässt die Masken klauen, na niemals. Ich kann mir Sechsner so vorstellen, weil der Michael, den ersten Auftritt, den er hat in der Kanalisation unten, ist ja geschwächt quasi. Ja. Und es ist ja die Mythologie von der Gordon Green Mythologie sagt ja, dass er desto brutaler und desto mehr, dass er mordet, desto stärker wird er. Ja. Jetzt hat er 4 Jahre lang keinen mehr umgebracht und jetzt ist er hübsch schwach, wo sie mir nicht erklärt, warum das halt 4 Jahre lang keinen umbringt. Aber er hat ja angeblich laut dem Obdachlosen, hat er ja ständig Leute da runtergezogen, weißt du schon? Ja, aber er hat halt jetzt nicht wirklich nur so viel Leid umgebracht, dass er nicht direkt am Zahnfleisch daherkommt. Und dann war es halt so, dass man dann gespannt hat, okay, desto mehr, dass die Leute sterben, desto stärker wird er wieder und auch die Handfläche, da hat der Corey quasi den Schnitt drin, die verheilt ja dann auch schneller. Desto mehr, dass sie zwar umbringen, desto schneller verheilen ihnen die Wunden und so. Das fand ich zum Beispiel schon wieder cool, dass das Mystische da schon wieder so aufgegriffen worden ist. Ja. Wo es auch erklärt hat, warum dass der Michael seine Verwundungen quasi immer überleben kann, weil er ja quasi einen Schnellheilungsprozess hat, durch das, dass er... Weil er Wolverine ist. Ja, genau, dass er Seelen aufnimmt von Tode und dann voll stark wird. Ja, auf das wollten sie, das haben wir schon gedacht, dass auf das raus wollen, so, dass er jetzt unten in der Kanalisation ist und ist so geschwächt, weil er nicht mehr so viel Leute erwischt hat. Aber auf der anderen Seite hat ihm der Penner gesagt, dass er sich schon die ganze Zeit Leute abgeholt und abgestochen hat. Aber ja, vielleicht ist es so, wie du gesagt hast, dass er sich gerade ein wenig über Wasser halten wollte. Ja. Aber wie gesagt, er schließt sich mir nicht diese 4 Jahre. Warum? Wieso? Ja. Weiß ich nicht, den Zeitsprung hätte es überhaupt nicht braucht. Vielleicht nur, um damit dann zu sagen, ja, weil der Corey war doch dann auch 4 Jahre eingesperrt, oder? Er ist nie eingesperrt worden, oder? Er ist ja freigesprochen worden im Endeffekt. Das war ein Totschlag im Endeffekt. Aha. Und seine Schulkarriere ist ja dann am Bach runtergegangen und er ist ja dann quasi nur als Mechaniker bei seinem Vater angesteckt gewesen. Ah, okay. Das habe ich nur mal genau im Kopf gehabt, ob er dafür im Knast gesessen ist oder ob Nein, da ist er freigesprochen worden. Okay. Aber die Leute in Haddonfield machten ihn zum Schuldigen. Ja, genau. Und Laurie hat ja dann auch in seine Augen schon das gesehen, was der Michael in seine Augen hat, das Böse. Und aber nicht, anfangs nicht. Anfangs nicht. Da hat es sogar noch verkuppelt mit der Enkelin. Ja, hat sie nicht hingeschaut. Hat sie nicht hingeschaut. Ach, komm mir auf, du. Was ich ziemlich cool fand, ist am Anfang mit der Anspielung an Carpenter's The Thing. Den schauen sie ja quasi im Fernsehen. Ja. Und sie schauen ja quasi im ersten Halloween von 78, schauen sie ja auch das Ding aus einer anderen Welt, aber das Original quasi, genau, den Schwarz-Weiß-Film. Und da schauen sie jetzt den Carpenter-Film. Das war eine coole Anspielung. Genauso wie wenn der Corey dann in das Haus mit der Allison reingeht, wo der tödliche Unfall von dem Jungen war, da ist dann noch das Klavier, auf dem der Bab damals gespielt hat und sie geht hier und drückt dann genau die 2 Tasten, dass dieses Halloween-Ding kurz angeht, dieses Tim-Tim. Stimmt. Das war auch so ein cooles kleines Ding. Oder genauso der Tod von der Krankenschwester, die er mit dem Messer und Wind ohne Nagel aussieht. Ja, genau, die wird an die Wand gepinnt, genau. Ja, genau. Und dann auch da steht so ein Kopf nur so draht, wie er das im Original gemacht hat. Er hat schon seine coolen Anspielungen aufs Ding gehabt, aufs Original, aber ja, das glaube ich war auch die erste Body-Action, oder? Vorher, wo sie dann miteinander jemanden umgebracht haben und ja. Jetzt meinst du. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, mittlerweile gibt's ja dieses Meme schon dazu, als der Corey von dem Tatort dann wegfährt, allein mit dem Moped, normal hockt er mit Allison hinten und umarmt ihn und ich hab zu Michael mit dran und gesagt, wow, lecker, ich habe jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass der Michael hinten drauf sitzt und umarmt ihn, ja, und 1,5 Stunden nach dem Kino ist schon dieses Meme rumgegangen, wo sie Michael Myers hinten aufs Moped geschnitten haben. Der Film hat so viel Meme-Potenzial, das ist unfassbar. Ja, unglaublich. Ja, was möchtest du da bei der Liebesgeschichte mit Michael Myers? Ja. Ich fand den Vorspann noch sehr gut.
Das Der war wieder super. mit den klassischen Kürbisse quasi, Ja. die, diesmal haben wir nicht bloß Ohren, der entweder verfault, sich zusammensetzt oder einfach nur so hingesummt wird. Wir kriegen ganz viele verschiedene Kürbisse, die aus dem aktuellen Kürbis rausplatzen und das fand ich ziemlich cool. Das hat richtig geil ausgeschaut. Natürlich auch wieder mit der Musik von John Carpenter wieder hervorragend. Sehr geil gewesen. Aber die Intros, die haben es irgendwie in alle 3 Teile ziemlich geil gebracht, finde ich. Voll. Das hat mir, die haben mir immer gefallen. Ich kann mich hinsetzen und kann mir nur die Intros anschauen. Und bei Halloween Ends sagst du nichts Besseres. Nein, das stimmt nicht ganz. Wie gesagt, das letzte Drittel ist schon, wenn dann, auch wenn diese Szene fragwürdig war, wie sich der Corey die Maske holt, aber wenn er dann die Maske aufsitzt, dann ab da funktioniert der Film für mich wieder besser. Ja. Ab da bin ich wieder dabei. Und Ja, weil dann kriegst du wieder genau das, was man halt in die 12 Filme davor auch gehabt hat. ja, dann ist halt wieder feinste Slasher-Kost. Und das, Ja. und ich hätte mir das halt vielleicht ein bisschen, für mich hätte das besser funktioniert, wenn dieses letzte Drittel über den ganzen Film verteilt worden war. Das ist ja dann, war auch okay gewesen, wenn die Kills dann nicht alle so geballt kämen, sondern eben besser verteilt. Und dann hätte man auch dieses ganze Gesülze dazwischen, dann war das auch ein wenig entzerrt gewesen. Ja. Und dann hätte der Film für mich sicherlich besser funktioniert als so, weil sowas einfach nur eine Dreiviertelstunde, über eine Dreiviertelstunde, oder eine Stunde eigentlich nur Gesülze und dann eine halbe Stunde noch ein wenig Metzgern. Die Idee hinter dem Ganzen finde ich total cool, aber die Umsetzung ist halt manchmal ein wenig holprig bei bestimmten Sachen. Die nicht nachvollziehbar sind. Ja. Was ist denn deine Idee, die du hinter dem ganzen Ding dann siehst? Ja, das habe ich schon gesagt. Das ist das, wo ich sage, okay, der Michael Myers, der die Stadt verseucht und Leid verseucht und und auf das wollten sie eigentlich hinaus. Das wird Ach so. ja in die vorherigen Filme schon alles angeteased so quasi und wird jetzt in Halloween Ends im Endeffekt konsequent weitergeführt, aber wird sich halt auf eine Person im Endeffekt beschränkt. Für mich ist es ein bisschen so aufgefasst, als war die Idee dahinter, weil Halloween Ends ist ja nicht das Ende der Film-Franchise Halloween. Es geht ja weiter, haben sie ja schon gesagt, aber halt wird neu erzählt. Und für mich ist es so vorgekommen, als soll der Film dazu dienen, dass man sagen kann, diese Maske kann jeder tragen, weil jeder kann das Böse in sich haben. Also es funktioniert auch ohne Michael Myers. Und dass sie vielleicht auf das raus wollen, dass eben in den nächsten Teilen nicht mehr ein Michael Myers ist, sondern einfach ein anderer, die Masken tragen wird. Ein Copycat-Killer quasi, dass jetzt der nächste Teil, Halloween, Resurrection, aber den haben wir schon mal gehabt, also der 14. Film, der kommen könnte. Ja, Halloween jetzt erst recht. Genau, halt dann. dass der quasi so in die Richtung geht, Freitag der 13. Teil 5, oder? Ja, sowas in der Art, genau. So ist mir das vorgekommen mit dem, dass sie jetzt sagen, dass auch der Corey, weil du hast ja schon gesagt, dass die Wunden an den Händen schneller heilt, wenn er anfängt zu töten, dass sie damit mit dem Film ein bisschen darauf vorbereiten wollten, dass jeder die Maske tragen kann und zu Michael Myers werden kann. Und am Ende, muss man halt auch sagen, ist es ja relativ wurscht, wer die Masken aufhat. Ja. Schaut ja dann immer gleich gut aus, diese Masken, wenn irgendeine Bracke drunter steht. Und Leute, der hinmetzgert, bin ich gespannt, wie es da weitermachen, ob es wirklich in die Richtung geht oder ob sie einfach neu anfangen zu erzählen und sagen, jetzt erzählen wir ein neues Michael Myers Universum und es ist vielleicht anders gelaufen. Ja, das alte haben wir jetzt abgeschlossen, jetzt können wir was anderes tun. Weil im Endeffekt, so wie er ja ausgeht, Spoilerwarnung haben wir ja schon rausgehört, also der Michael wird ja definitiv, wenn er wieder aufsteht, dann war es als Tüten Hackfleisch. Oder? Genau. Also es wird ja im Film schon des Öfteren vorgeschadowt, dass da in der Autowerkstatt quasi so ein riesiger Häcksler steht. Ja, also so eine Schrottpresse, oder? So eine Schrotthäckselpresse. Ja, genau. Und da schmeißen sie einen Michael dann rein und dann siehst du halt voll krass, wie es den da zerhäckselt, gell? Das war schon richtig Wahnsinn. gut. Und es der war Kopf platzt auf, das Hirn spritzt aus. Oh, ja, alter Schwede, richtig schön. Also auch nach einem fetten Final Fight mit der Laurie, das muss man auch sagen, war auch ziemlich geil. Die zwei kämpfen dann noch. Ja. Erst musste sie gegen Corey zur Wehr setzen. Da gewinnt's dann schon mal, aber der Corey-Trottel bringt sie halt dann selber um. Vollidiot. Ja, weil er die Puppe nicht haben kann. Ja, aber lebt aber ja dann doch noch und dann kommt der Michael und dann schaut der Michael an, sagt ihn halt auf dem Boden liegen und dann verschwindet auch die Liebe in ihm. Dann ist er doch wieder der alte Michael und sagt, nein, ich mach Schluss und dreht ihm das Knack noch fertig ab. Ja. Und dann kommt halt der lang erwartete richtige Final Fight zwischen Laurie und Michael und da geht's ordentlich zur Sache. Ja, war richtig cool. Da haben wir gedacht, der ist auch schon vorgeschädelt worden mit dem Häcksler. Stimmt. Das Stimmt. war ein bisschen ein kleinerer, am Ende hat er größer her müssen, aber es hat dann auf alle Fälle, da läuft ordentlich Blut, es tut ordentlich weh zum Anschauen und sie zeigt wieder, dass sie das Final Girl überhaupt ist. Ja, die Mutter der Final Girls. Die ist echt die Mutter der Final Girls, Laurie Strode, da geht's richtig ab mit der Jamie Lee Curtis. Ja, und dann ist der Film gut. Dann ist gut. Dann ist gut und du denkst, what the fuck did I just watch? Wie schaut's aus? Hast du irgendwelche Tops und Flops? Was hat dir besonders gut gefallen an dem Dingens?
Ja, ich hab's ja gerade schon gesagt, eben das Ende an sich, aber ich heb dann noch als Top diesen Kill an dem Radiodeppen hervor. Ja. Die fand ich mega geil. Also das war unglaublich gut. Ist auch einer von die, das finde ich ist also ziemlich der krasseste gewesen, zumindest jetzt nicht visuell. Wie er dann ausgekauft hat, wenn er ihm da die ganze Fotze an der Tischkanten saut hat und schneidet ihm die Zunge ab. Ja, geil, haben wir da. Und dann der Schallplattenarm quasi dann nur rumhupft auf den Bläschel. Genau. Also der Kill, Weltklasse gewesen. Und ja, mein Flop ist halt einfach die ganze, diese ganze Anfangsstunden, diese Geschichte aus der Anfangsstunde und die Art, wie der Film halt erzählt wird, das hat für mich, das hat mir nicht taugt, das war nicht so meins. Bin ich raus. Ist nicht so ich verstehe das. Also ich verstehe jeden, der den Film nicht mag. Ja. Weil jetzt gehen wir zu meinen Tops. Also ich fand halt, sie haben wirklich was probiert. Sie wollten eine Geschichte erzählen, die wo einfach mal abseits ist von die 12 Filme, die davor gekommen sind. Gut, im Endeffekt die 10 Filme davor, weil es ist ja im Endeffekt, baut sie ja alles, das Halloween Ends baut sie ja durch die 2 Vorgänger schon auf. Fand ich cool, auf eine gewisse Art und Weise konsequent, aber wie es umgesetzt worden ist, teilweise war es sehr holprig. Aber ich sage jetzt mal, wenn jemand so ein wenig offen ist und für Slasher wie Jason Goes to Hell zum Beispiel was übrig hat, der ist aber super. Oder eben schon mal der erwähnte Freitag der 13. Teil 5, ein neuer Anfang. Oder sowas in der Richtung, der wo sagt, okay, man sagt gerne mal was anderes, alte Pfade aber neu betreten, dann kann man mit Halloween Ends auf jeden Fall seinen Spaß haben. Aber wie gesagt, das ist sehr holprig inszeniert. Also die Inszenierung ist super, Entschuldigung, nur die die Story kommt oft so holprig daher mit so fragwürdige Entscheidungen, auf die man auch nach längerem Spekulieren keinen reinmachen kann. Also bestimmte Sachen, wie gesagt, diese Rangelei mit dem Michael Maske abnehmen. Das machen verliebte Pärchen einmal rangeln. Das machen sie. Das hast du mit deiner Frau auch schon gemacht, oder? Mir rangelt man nicht. Freilich habt ihr mich gerangelt. Ja, weil du siehst, du wickst wie ein Schulbuben. Zum Schwitzkasten rein und drauf. Ja, freilich. Und dann schon gesagt, du bist die Dosenbrunst. Ja, und dann auch bestimmte, es waren ja ein paar sehr fragwürdige Dialoge mit dabei am Anfang mit, also expositorische Dialoge mit, das ist ja unsere Halloween-Tradition und du liebst doch deinen Kürbiskuchen und ich, oh Gott, was ist das für eine Erzählung, um Himmels Willen. Aber gut, mit Dialoge bin ich seit Halloween Kills sowieso fertig. Ja. Das Böse stirbt heute Nacht, halt doch dein Maul, Dominik. Aber da ist mir irgendwie aufgefallen, da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Jetzt wollen wir das erzählen, was wir jetzt die ganze Zeit jetzt wollen wir erzählen, was die letzten 4 Jahre war und was jetzt war da jetzt drin, treibt die ganze Zeit, das wollen wir jetzt erzählen, sagen wir es nicht, aber jetzt lassen wir es einmal verzeihen. Ach Leute, show, don't tell, bitte. Bitte. Also wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der den Film nicht mag, aber jeden, der wo ein wenig open-minded ist, der kann vielleicht mit dem Film schon seinen Spaß haben. Und die Einspielergebnisse sind im Moment ein Wahnsinn. Also wo sich man da so sagt, obwohl er zeitgleich bei Peacock gestartet ist, wird der ganz schön gut besucht. Er ist zwar, glaube ich, wesentlich schwächer als seine Vorgänger, aber trotzdem immer noch gut genug. Ja. Aber ich glaube auch, dass der Film beim zweiten Mal schauen vielleicht besser funktioniert. Und ich sag's immer wieder, der wird in 30 Jahren der große Klassiker. Ja. Da schaut man zurück auf den Film. Ich sag's immer wieder, dass ich die jetzt nicht durchs Mikro hitzige, wenn es nicht weiter aufhörst, so einen Scheißdruck zu verzeihen. Überhaupt nichts. Ich bin da halt in meinem Safe Space, du kannst mir gar nichts. ich bin in meinem Safe Space. Ja, also wie gesagt, es ist einmal ganz was anderes und man muss damit klarkommen und wer nicht klarkommt, der hasst den Film und jeder, der was sagt, hey, ist einmal was anderes, gefällt mir, kann ich auch verstehen. Ich nicht. Doch. Okay. Ja, wie gesagt, beim zweiten, ich bin da so, ich glaube beim zweiten Mal, er wird mir zwar nie gefallen, also, oder nie Vollgas gefallen, letzte halbe Stunde finde ich super, da geht's schön, da ist die Kost, die ich möchte. Beim zweiten Mal weiß ich, auf was ich mich einstellen muss und dann kann ich damit meinen Frieden schließen. Dann schau ich mir den an und dann wird das schon passen. Aber es wird niemals irgendwas schlechter sein wie Halloween Resurrection oder Halloween 5. Ich schwöre. Das stimmt, ja. Wir haben ja schon wesentlich schlimmere Halloween-Sachen gehabt. Allgemein auf jeden Fall. Sie sind ja allgemein immer nicht so, sie machen Spaß zum Anschauen, da kann man nie was sagen. Die erste und zweite Originale sind sowieso, dieser Weltklasse brauchen wir nicht schmerzen. Ja. Aber ab Teil 4 ist ja bis Age 20 eigentlich, das ist ja auch so eine Flaute gewesen. Wo das dann nur mit dem 4. geht's schon los, der wo wirklich ab der Hälfte erst zünden mag und da schon von viel gefeiert wird, aber wo ich da schon sage, geht's bei mir mit dem 4. schon los mit dem fucking...
Ja, eben, und das ist alles, das trifft wieder alles ein bisschen so, es macht Spaß zum Anschauen, finde ich irgendwie, die haben einfach einen gewissen Charme, finde ich, die Halloween-Filme, aber ab dem 4. Teil bis zu Age 20, den fand ich erst wieder gut, aber das dazwischen und dann Resurrection, das waren für mich keine guten Filme. Ich mir fast so weit sagen, dass das Halloween-Franchise eines der schwächsten ist. Also wenn ich da schaue, Nightmare ist um einiges kohärenter und von der Qualität her, oder auch Freitag der 13., die bauen ja wenigstens auch schön aufeinander auf und so. Ja. Da ist für mich Halloween schon eins von den Schwächern. Die kennen halt wirklich nur durch diesen unglaublich guten Killer bei Laune halten, weil der Michael Myers, das ist halt wirklich keine Augen, und sechst fast nie seine Augen und so weiter, es ist halt wirklich so ein gesichtsloser, krass gesichtsloser Killer, der da durchschleicht, der hat einfach irgendwie so einen Kultstatus und zu Recht finde ich, weil den schaue ich um, mir taugt mir, ich darf mir alles kaufen, wo der drauf ist, weil er einfach geil ausschaut. Aber ja, die Filme selber, die glänzen nicht, oder ein Großteil der Filme glänzt nicht unbedingt mit Qualität. Deswegen kann man jetzt mit dieser wie heißt Age 40 Trilogie, wird's genannt, oder? Da haben wir schon eine gute Slasher-Kost gekriegt, würde ich jetzt immer sagen. Also quasi Halloween Halloween Ends war jetzt nicht der große Brüller, aber wir haben schon einen größeren Scheißdreck gesehen, oder? Aber hallo. Das darf ich auch mal sagen. Und auf der Note kann man enden, oder? Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt. Ja, ein Triple Threat brauchen wir halt noch. Hab ich die Ehre. Jetzt so pass auf, haben wir mir Titten? Nein, ich glaube, wir haben keine Titten gekriegt. Nein, nicht einen. Wir haben nicht einmal schon die Mausszene. Das ist eine Frechheit gewesen. Also ein bisschen zumindest, also wenn ich nicht einmal mehr einen Underboobs oder Sideboobs krieg, dann bin ich stinksauer. Und von mir sind sie gerade Schwabbeltitten von irgendeinem Fettsack, ist mir wurscht, aber ich mich irgendwas blitzen sehen. Egal. Ja, haben wir da selber im Spiegel anschauen müssen, damit sie befriedigt wird. Beim Heimfahren schon im Spiegel, oder? Und dann ganz da auf die Nippel geschlägt und fast einen Gramm gefahren. Kruzifix, das war wieder. Haben wir dann eine Trompete, ne? Natürlich dann auch keine Trompete, ne? Keine Tote Tiere. Nein, ich glaube auch nicht, oder? Oder hat man gesehen, dass er sich irgendeinen Ratzen geschnappt hat zum Essen? Gar nichts, er hat sich nichts eingebaut. Gar nichts. Dann kann er wirklich gar nichts, gell, Halloween 1. Der kann nicht viel. Scheiße. Der kann nicht viel. Naja. Schauen wir lieber noch mal Halloween Kills an. Da mag der Michael wenigstens nicht so viel schmusen. Nein, da mag er eher wirklich stumpfe Sachen an den Leitstecher und so. Das passt, ja. Und wir sind heute übrigens auch sehr, sehr hörerfreundlich, weil eigentlich werden ja bei uns mittlerweile alle Folgen, die Fortsetzungen behandelt, auf Steady veröffentlicht und Steady inklusiv veröffentlicht. Aber Halloween Ends ist so ein Scheißdreck, da können wir nicht mehr für die Podcast-Folge geben. Ja, halt auf, wir wollten doch auf einer positiven Note enden. Ach so, stimmt, Entschuldigung. Genau, dann ist das Positive, dass wir Halloween Ends auch gratis veröffentlichen und nicht Steady exklusiv. Nur für euch, unsere Hörer, damit alle das anhören könnt und gewarnt seid, bevor es ins Kino geht. Ja, es ist wirklich so. Ihr seid gewarnt, es ist anders. Never trust the trailer und macht euch euer eigenes Battle. Ich bin gespannt. Hat uns ein paar Kommentare aussehen, genau. Wie hat er euch gefallen oder auch nicht oder auch warum. Das ist immer interessant. Nicht bloß einfach Scheißdreck schreiben oder super, sondern warum hat er euch gefallen. Ganz wichtig, begründen, ja. Ja, natürlich. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Natürlich immer Glocken drücken, wo es geht. Bei uns. Abonnieren wird's auch. Abonnieren, genau. Steady aber trotzdem, auch wenn es jetzt nicht umsonst ist, die Folge, aber soll jetzt trotzdem mal Geld rausrücken. Das ist gerade mal ein Geschmäckle für euch, ein Geschmäckle. Es wird nicht zum Standard. Geschmackig. Genau. Da schaut's bei YouTube vorbei. Wie gesagt, lasst uns überall ein Like da, teilt uns ein bisschen umeinander, dass uns die Leute ein wenig sehen. Ja. Kauft euch ein T-Shirt, tragt es ein wenig. Und wenn die Leute sagen, hey, was hast denn du für ein schönes T-Shirt? Ja. Aber hallo, wir haben so schöne Sachen. Tiere für einen Hund, Babylatzer, Strampler, Babymützer. Unterhosen, ja, über das ganze Arschloch, Viva la Illusion drüber drucken. Die sind ja recht dünn, wenn man sie buckt, dann sieht man die Falte ordentlich. Das ist richtig geil. Ich werde noch Beitel dazu machen, ich hab mir schon nicht ausgelassen. Richtig geil. Ich hab das Beitel schon gesehen, ja, du, Oleg, wie oft hast du gewichst? Null, aber du Wichser. Da blocken sie uns. Oder sie löschen uns. Ja, das stimmt. Auf OnlyFans sechst dann die Videos von Mike wieder auf mein Beitel masturbiert. Hör auf. Kappe gibt's, Caps, ja. Kochschürzen, Tassen, Bierkrüge, Gläser, Brotzeitdosen. Oh. Also, Viva la Illusion never ends. Never ends, nein, auf gar keinen Fall. Aber es ist trotzdem eine never-ending Love Story. Immer. Fast wie Halloween Ends. Genau so. In dem Sinne, oder, Mike? Uns seid auf alle Fälle gefreien, wenn es beim nächsten Mal wieder zuhört, beim besten Podcast der Welt. Nee, von Haddonfield? Auch. Okay. Deswegen haben sie alle so grantig. Das stimmt auch wieder. Okay, das tut uns leid. Ja, nix schon gut. Macht's es gut? Jo.
Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe Ehre.